So, grüß dich. Erstes Hirnbatzel im August. Mein Name ist Geisheim und ich habe heute einen Leserbrief im Bayerwald Bodener Regen über den Besuch vom Ministerpräsident Söder auf dem Fest. Respekt an die Redaktion, dass es den Drucker trauen. Ihr könnt es nachlesen auf meiner Website www.hgeis.de, also www.hgeis.de, oder auf YouTube habe ich ihn reingestellt. Ich habe einfach die Befürchtung gehabt, dass niemand hier im Wald, in meiner Heimat, dem Corona-Diktator Söder widerspricht. Es ist traurig, ich meine, viele können nicht, die Kinder haben, die im Beruf sind, dürfen den Job nicht verlieren. Und man kann diesen Leuten ja vieles zutrauen. Ich habe mich zwar da nicht darum gekümmert, als Barde mache ich seit über 50 Jahren meinen Mund auf, davon die meiste Zeit auch als Kommentator, als Briefschreiber. Mittlerweile haben sich die Kommentare auf eine Länge von 2917 Seiten summiert, also eine Länge, die wahrscheinlich buchstabenmäßig sogar die Bibel übertrifft und die wahrscheinlich kaum jemand lesen wird. Man erhofft sich ja immer, dass man, wenn man einmal nicht mehr ist, besonders gelesen wird, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Wer es heute nicht liest, wird später auch nicht lesen, Ortseine vielleicht, aber ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist eine Spiegelung dieser Zeit, seit den 68ern bis heute, und jeder Text steht eigentlich für sich alleine, auch wenn er die letzten 10 Jahre oft aus Diskussionen hervorging, aber ich habe mich immer bemüht, so zum Schreiben, dass jeder Text für sich alleine verstanden werden kann. Es hat bis jetzt auch niemand den Mund aufgemacht, zumindest nicht öffentlich. Ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt viele befleißigt fühlen, weil sie selber ja mitgemacht haben bei diesem söderschen Corona-Irrsinn, dass sie ihn jetzt verteidigen werden. Aber da kann ich auch nicht helfen. Ich habe dieser Tage einen Bericht vom Robert Stein, den kennt ihr vielleicht, der beim Regentreff bei den UFOs, wie es die Einheimischen aber nennen, oft dabei war und der auf Nuoviso viele Beiträge, sehr beachtenswerte Beiträge gebracht hat. Der hat über Tim Foyle sein Text über die Psychologie des Verschwörungsleugners geredet. Mittlerweile habe ich den Text auch auf Radio München gefunden. Da ist er schon im Januar gebracht worden. Ein Thema, warum die Leute, die intelligenten Leute, sich so einfangen lassen. Sie, die man immer als kritisch eingeschätzt hat, die haben sich also jetzt
bei dieser Corona-Diktatur die letzten 2,5 Jahre absolut still verhalten, oder wenn sie einen Mund aufgemacht haben, dann haben sie sich sogar auf die Seite der Unterdrücker und Demokratiezerstörer und Menschenverachter gestellt, bis auf ein paar. Ich meine, wir erleben ja jetzt gerade ein paar Monate der Erleichterung. Die Leute sitzen wieder beieinander in Massenveranstaltungen. Ich habe es in meinem Leserbrief geschrieben, vor kurzer Zeit hat der Söder noch jeden verfolgen lassen, der spazieren gegangen ist ohne Masken. Und dann tut man wieder so, als wenn nichts wäre. Es ist ja wirklich nichts. Das Einzige, was sich geändert hat, es sterben haufenweise Leute an diesen scheiß Spritzen. Manche sind schon 4-mal geboostert oder noch öfter. Und ich mache mir wirklich Sorge um jeden, der auch nur eine von diesen Spritzen gekriegt hat. Aber bleiben wir beim Verschwörungsleugner. Wie kann das auch? Der Tim Foyle, der beschreibt es so, dass einfach das Baby, wenn es auf die Welt kommt, den Eltern vertrauen muss, um überhaupt existieren zu können. Und dieses Urvertrauen, das übertragt sich halt dann auch in späteren Jahren auf die Autoritäten. Motto, der Papa wird schon richten, ist auch an sich ein gutes Prinzip, nur diese Autoritäten, die diese Welt jetzt bestimmen, die sind halt nicht dieser Papa, der schon richten wird. Meine Frage an diese Verschwörungsleugner ist, ihr kennt doch alle die Weltgeschichte und die ist eigentlich voller Gewalt, voller Mord, voller Diebstahl, voller Lüge, voller Hirnverkleisterung. Das wissen alle, das wissen wir alle. Aber heute stellt sich vor, ist nicht so. Und fragt sich einmal, wie jemand, ein Computertantler, Software-Tantler wie der Gates, wie der ist mit seiner WHO, die ja als Diktator mehr oder weniger führt, er und ein paar riesen Pharmafirmen, obwohl das alles zusammengehört, wie die es schaffen konnten, fast 200 Länder auf dieser Erde, also fast alle, gleich auszurichten. Dass alle diesen Corona-Wahnsinn und diese Unterdrückung mitmachen. Glaubt ihr, dass eine Firma, die von Krankheit lebt, so wie diese ganzen Pharmakonzerne, aber auch, das geht runter bis zu den Kliniken, ja sogar bis zu den einzelnen Ärzten, dass ein Gewerbe, das von Krankheit lebt, dass das wirklich nachhaltig an Gesundheit interessiert sein kann. Die Ärzte vor Ort gewiss, also zumindest vor Corona habe ich das angenommen. Auch wenn man sich mit Privatpatienten eben gern ein bisschen länger beschäftigt, weil man mehr abrechnen kann. Aber ansonsten darf ich keinem Arzt unterstellen, dass er gegen seine Patienten absichtlich handelt. Aber so ein Pharmakonzern, der ist ja nicht den Patienten gegenüber Rechenschaft schuldig, sondern seinen Aktionären. Und für die Aktionäre zählt nur eins, der Gewinn. Und Gesundheit bringt für sie keinen Gewinn. Sie brauchen Krankheit. Und ich bin also 100%ig davon überzeugt, dass viele
der Krankheiten in den letzten 100 Jahren, seit es diese Verbrecherkonzerne gibt, dass die künstlich erzeugt worden sind. Man weiß ja von der spanischen Grippe, die nie eine Grippe war, bis heute. Es gibt genug Literatur darüber, von Leuten, die sich auskennen und die das Ganze ein wenig untersucht haben. Und diese Konzerne, die leben von unserer Krankheit. Und die Politiker sind ihre Satrapen, die das Ganze einfach durchziehen. Das sind ihre Marktschreier und Administratoren, die den Staat in ihre Gewalt gebracht haben, um die Aktionäre der privaten Konzerne zu befriedigen. Die kann man aber nicht auf Dauer befriedigen. Die sind unmäßig, die wollen immer mehr. Das ist das Grundprinzip dieser Wirtschaft. Und aktuell, es wird wirklich Kriegshetze betrieben. Auch wenn ich, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, mir nicht sicher bin über die Rolle von Putin, so sehe ich halt einfach, dass es in unseren Medien sehr unfair zugeht, wenn es um diese ganze Ukraine-Geschichte geht. Gestern war zum Beispiel eine Karikatur in der Passauer Neuen Presse. Da fährt ein Getreideschiff aus Odessa los und ringsherum umgeben von Wasserminen, die alle das Gesicht von Putin tragen. Und das ist, weil man ja weiß, dass diese Minen alle von der ukrainischen Regierung, also von der Oligarchenherrschaft Zelensky und Co. gelegt worden sind. Deswegen, das ist teuflisch. Das erinnert an die schlimmste Kriegspropaganda, mit der man damals auch mit dem Ersten Weltkrieg eingedrängt hat. Oder den Krieg, der gegen den Irak begründet hat, mit den erschlagenen Neugeborenen da. Es ist Lüge im höchsten Maß. So macht man die Leute, die nicht dürfen lesen, einfach mit dem Bild zeigt man die, der Putin hat Seeminen ausgelegt. Oder was anderes, da ist eine österreichische Ärztin, die hat sich umgebracht. Man sagt hier eine Depressionskrankheit nach. Und die wird heute, deren Suizid wird praktisch instrumentalisiert, heute in der Passauer Neuen Presse, um alle Gegner dieser Corona-Herrschaft irgendwie wieder zu treffen und in falsches Licht zu rücken. Da wird ein Brief von irgendeinem Idioten abgedruckt, der die Ärztin bedroht hat und Schlachtszenen da verbreitet. Kein Mensch weiß, von wem das stammt. Wenn man fragt, wer hat was davon, dann kann man ganz sicher sagen, die kritische, malträtierte Masse des Volkes nicht. In einem anderen Artikel habe ich gelesen, dass die Ärztin also anscheinend schon schwer an Depressionen erkrankt war. Die hat sogar für über 100.000 € einen Panikraum in ihrer Praxis einrichten lassen. Also alles schon lange vor diesem entsetzlich blöden Brief, der vielleicht auch nur der Brief eines Provokateurs der eigenen Seite war. Oder, man kann da nicht spekulieren, es ist jemand gestorben, sie macht auf dem Bild einen netten Eindruck, hat anscheinend auch Kinder, es ist eine Tragödie. Aber alleine die Existenz dieses Panikraums zeigt doch,
dass da kein unmittelbarer Zusammenhang mit diesem gemeingefährlichen Brief da, der da abgedruckt wurde, bestehen kann, dass das schon lange geht. Und wer Depressionen kennt, der weiß, wer da in diesem Loch drin ist, der kommt kaum mehr raus, vor allem nicht von alleine. Und diese Tragödie, die sich da abspielt, für die Politik der Pharma-Lobbys und der Kriegstreiber, man wirft es alle in einen Topf. Der das geschrieben hat, das ist einer von denen. Wenn man das so instrumentalisiert, dann macht man sich wirklich im höchsten Maße schuldig. Naja, höre auf, dass es nicht zu lang wird. Ab jetzt mache ich öfter mehr Hirnbatzel. Servus.